Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig und diesmal geht's tief in der Sumpfreihe, aber ich mag jetzt doch mal probieren, wie das aussieht. Und okay, eventuell kriegen wir uns sogar so zu fassen. Mistkerl. Geh weg, geh weg, geh weg. Du ekliges Vieh. Okay. Jetzt noch Ammo-Treffer. Wenn ich jetzt noch Ammo richtig treffe, wird das Mistvieh. Wenn ich das jetzt noch Ammo treffe könnte hier. Komm schon. Ein gescheite Treffer. Ein Treffer brauche ich nur. Geh weg. Komm, komm, komm. Ja, ich gebe doch ungern auf bei sowas. Wenn ich die Biester... Ah, doch noch ein Treffer. Okay, 2 Treffer insgesamt. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber mit Feuer komme ich denn auf jeden Fall bei. Wir machen es noch einmal. Und... Ach, scheiße. Nee, das trifft nicht. Doch, das hat getroffen. Okay. Nee, vergiss es. Vergiss es, ich will es trotzdem nur ausprobieren, weil ich glaube, die Viecher bringen 500 Erfahrungspunkte. Deswegen mag ich das eigentlich schon noch mal probieren. Probieren wir mal Feuersturm aus. Und? Das sieht gut aus. Und? Komm her, du. Komm her, du. Also Feuersturm ist ein ziemlich guter Zauber, muss ich so gestehen. Komm schon her, du Sausack. Ich muss gucken, dass ich das Vieh irgendwo an den Baum drängen kann. So dass ich ständig drauf hauen kann, ohne dass es weiter zurückweichen kann. Okay. Komm schon. Bleib bei mir. Komm schon her. Du Kotzevieh. Ah, wieder ein Treffer. Ja, jetzt noch 2 Treffer oder so, dann war's das. Scheiße. Komm schon. Kann doch nicht so schwer sein, das Vieh jetzt nochmal zu treffen. Also, da wäre ich dann allmählich an ehrgeizig bei sowas. Komm, noch ein verdammter Treffer. Scheiße. So ein elender Scheiß. Noch einmal. Das geht mir jetzt nicht aus dem Kopf. So, diese blöde Windfaust können wir jetzt auch mal fortmachen. Und dafür haben wir leider noch nicht die magische Stufe dafür. Probieren wir das nochmal aus. So. Komm her, du blöder Sumpfhai. $400 bringen sie. Okay. Ich habe 500 noch im Kopf gehabt, aber sie bringen was. Und dazu bringen sie das Sumpfhai Haut für 200. Das ist ziemlich ordentlich. Das ist echt ziemlich ordentlich. Okay, also dafür muss ich jetzt, für die Heilkräuter muss ich tief in den Sumpf, hat er gesagt. Lieber nicht so weit links, weil da ist die Barriere. Jetzt muss ich wieder mit meiner feinen Robe hier durch dieses scheiß Brackwasser durch. Bezahlt mir auch kein Mensch. Igitt.
hohe Robe des Feuers und dann muss ich da damit in so ekliges Sumpfwasser rein. Das ist zum Kotzer. Huch, du bist ja noch aus dem Heißel rausgerannt hier, der Schrat. Oder besser gesagt, der Schrat. So ein dummer Hund. Naja, egal. Jetzt sind wir bei 3 von den Super Heilkräuter. Zumindest glaube ich, dass wir so weit sind. Ah. Sind noch ein paar Blutflieger. So. Die haben wir auf jeden Fall erwischt. Ja, der Sumpfhai attackiert jetzt den anderen Dappschädel. Naja. Dunkeloffer, wenn man so blöd ist. Ich meine, sogar ich habe nochmal Probleme mit den scheiß Viecher. Aber mit 2-mal Feuersturm kriege ich die gelegt, die Biester. Das ist schon mal nicht verkehrt. So. Mehr haben wir hier nicht. Hier sieht es noch aus, als hätten wir was. Ja, für eine starke Heilkräuter haben wir hier noch welche. Dürfte jetzt eigentlich 5 Stück sein, ne? Gerade mal Lucky machen, aber ich glaube, ja. Ne, 3 haben wir erst von der. Na gut. Ah, das sind welche. 4 und 5. Das ist so der Herz vom Sumpf anscheinend. Also ich denke, tiefer geht's kaum noch in den Sumpf rein. So. Ja, ich sollte jetzt auch machen, dass ich wieder auf den Rückweg gehe. 49 Kräuter. Von den 49 habe ich jetzt 9 Stück. Das müsste eigentlich ausreichen. Aber ich weiß jetzt auch wieder Bescheid. Sobald ich den 4. Grad der Magie erreicht habe, bin ich auch in der Lage, so Sumpfhaie zu legen. Boah, nicht, dass der mich jetzt auch angreift. So schnell weg. Und eigentlich sollten die noch Sumpfhaizahn bringen. Muss ich das auch noch vorher lernen, wie ich denn rausbohr? Weil die Sumpfhaizähne bringen eigentlich auch ordentliches Geld. Okay. Na gut. Dann habe ich soweit alles. Da hoffen wir doch mal, dass die Medizin jetzt was bringt für unsere Prinzessin auf der Erbse. Wahrscheinlich zeigt er seinen Dank, indem er mich mit Pyrokinese wieder umbringt. Wenn ich für 2 Sekunden in seinem Weg stehe. Uah, jetzt bin ich ja noch ganz untergetaucht in dem Matsch. Uah. Muss dann das sein. Ach, Igitt. Ich will doch nur da hoch. Git. Ja, danke für die Taufe. Uah. Ich glaube, so wird man wahrscheinlich auch Guru, indem man der ekelhafte Brühe durchschwimmen muss. Okay. So, jetzt haben wir 4 zwitschert wie noch was Reihe Kräuter für Iberion. Das dürfte dem alten Sack hoffentlich helfen. Da kriegt er jetzt wieder den Zauberschlaf gewirkt und purzelt wieder ins Reich der Träumerei, weil man es halt anders nicht darstellen konnte. Und jedes Mal, wenn man in die Nähe kommt, wird das neu getriggert. Okay, bitteschön. Du hast dein Zeug. Ich habe die Heilkräuter für Iberion. 1500 Erfahrungspunkte. Gut gemacht. Als du unterwegs warst, ist Iberion kurzzeitig erwacht. Hat er was gesagt? Ja, er sagte, dass der Schläfer nicht der ist, für den wir ihn halten. Wir dürfen nicht weiter versuchen, ihn zu erwecken. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass es noch nicht zu spät für Iberion ist. Tja, da haben wir aber mal die Aussage gekriegt, dass der Götze nicht so gut ist. Ist tot. Ups. Unser geistiger Anführer ist von uns gegangen. Selbst deine schnelle Hilfe konnte seinen Tod nicht mehr verhindern. Was jetzt, Koangar? Ich habe Iberion immer vertraut. Kurz bevor er starb, legte er all seine Hoffnungen in den Ausbruchsplan der Wassermagier. Dann sollten wir die Wassermagier bei ihrem Vorhaben unterstützen. Sie werden den Fokus und den Almanach benötigen. Beides befindet sich noch in Kor Kaloms Besitz. Wo ist Kor Kalom? Er ist mit einigen Templern völlig zornerfüllt aufgebrochen, um einen eigenen Weg zum Schläfer zu finden. Verdammt, wie sollen wir jetzt an den Fokus kommen? Ich schätze, er ließ Buch und Fokus in seinem Labor zurück. Hier ist der Schlüssel für seine Truhe. Gut. Ja, aber
Ich würde mal sagen, der ist doch nicht tot. Der schnauft noch, der zuckt noch. Einen Moment noch. Ja? Nimm diese Zauberrune als Zeichen unseres Dankes für deine großen Sehr Taten. gut, endlich. Damit kannst du dich jederzeit schnell und bequem auf unseren Tempelvorplatz teleportieren. Genau. Ich danke dir. Das ist saumäßig praktisch. Jetzt habe ich nämlich endlich das freigestellt. Freigeschaltet. Oh nein, er atmet aber noch. Lebe! 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 Okay, das kriegen wir leider nicht mehr hier. Aber wir haben jetzt endlich die Teleport-Rune, von der ich mir erzählt habe. Daher machst du doch hier. T. Teleport zum Sumpflager. Kostet 5 Mana. Ist ziemlich gut, ist ziemlich praktisch, ist sehr nützlich. Da muss ich nicht immer die ganze Zeit Ewigkeiten rennen, bis ich wieder im Sumpflager bin. Also das ist definitiv sehr, sehr nützlich. Gut, jetzt wissen wir aber auch Bescheid. Der Schläfer ist nicht der er zu sein scheint. Der ist offensichtlich ziemlich bösartig. Und Korkalom hat sich verzischt mit seinen Leuten. Beziehungsweise mit ein paar Templer. Das wird auch nicht sehr wenig gewesen sein, wenn ich so an das spätere Spielverlauf denke. Also das war nicht nur eine Handvoll Templer, die er da mitgenommen hat, der alte Meckerzausel. Oh, das sieht eher so aus, als hätte ob er die halbe Bruderschaft mitgeschläft hätte und als wäre das die halbe Templer gewesen, die es überhaupt hier gäbe im ganzen Lager. Na egal. Wir gehen jetzt nochmal hoch und sammeln nochmal von einem Grützerich sein Zeugei und dann passt das. Ja, der ist dummerweise nicht mitgegangen, wie es aussieht. Kaloms Leibwache. Okay, der ist jetzt ohne Job. Huch. Ah, Kane ist das. Na gut, ich dachte, das wäre schon Korkalom, hat genau dieselbe hässlich Schnut gehabt. Almanach und Fokus von der Meeresklippe. Okay. Ausbruchsplan des neuen Lagers. Hyperion, der geistige Vater der Bruderschaft, ist tot, möge seine Seele in Frieden ruhen. In seinen letzten Morden legte er alle Hoffnung auf ein Entkommen aus der Barriere in die Hände der Magier vom Kreis des Wassers. Mein Entschluss steht fest, ich werde mich ins neue Lager begeben, um den Ausbruchsplan der Wassermagier zu unterstützen. Kor Anga übergab mir den Schlüssel zur Truhe in Korkaloms Alchemielabor. Darin sollen sich sowohl der Fokusstein als auch der Almanach aus meinen bisherigen Missionen für die Bruderschaft befinden. Kor Anga glaubt, dass die Magier aus dem neuen Lager diese beiden Artefakte für ihren Plan benötigen werden. Wahrscheinlich. Punkt 17 Uhr, der macht Feierabend, der Kainarino. Soll er ruhig machen. Mit seiner Protzerob. Protznovizrober. Okay. Dann werde ich trotz allem auch nochmal sagen, dass ich, allzu viel brauche ich ja nicht mehr. Das ist halt schade. Mir fehlt halt noch effektiv Level. Das ist echt schade. Mir fehlt leider effektiv Level. Hätte ich jetzt gesagt, dann hätte ich die 30 Lernpunkte zusammen. Da wäre das ja alles kein Thema gewesen. Aber so fehlen mir noch 5 Lernpunkte. Dann bringt es jetzt eigentlich auch nichts, direkt zum alten Lager nochmal zu gehen. Obwohl, runde Penne kann nicht schaden. Und bei der Feuermagier habe ich sowieso immer einen Platz. Insofern, ich kann auch nochmal hier zurückkehren. Und Lester ist auch uninteressiert. Wobei, ich habe noch ein bisschen Beißerfleisch vom letzten Tag bei mir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 8. Okay, mehr gab's nicht. So, das passt ja. Es waren 4 Beißer und die haben jeweils 2 rohes Fleischgeber. Gut. Also jetzt sieht es ganz so aus, als ob wir uns mit dem neuen Lager beschäftigen müssten. Und als ob wir der Wassermagier helfen sollten bei ihrem Plan. Und dieser Plan war, wir haben riesengroße Erzhaufen, bloßen uns in die Luft jagen. Das war deren Plan. Wobei ich sagen würde, wenn, dann sollte man so einen Plan am Rand von der Barriere umsetzen. Und das neue Lager ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass es am Rand von der Barriere liegt. Das Sumpflager, ja. Das ist auf jeden Fall am Ende von der Barriere. Aber das neue Lager ist eigentlich nicht gerade direkt an der Außengebiete.
Ich meine sogar das alte Lager ist nicht direkt dran. Das ist eigentlich der Kern von der ganzen Kolonie. So, dann wollte ich nehmen, so einen Flitzetrank. Ermöglicht kurzzeitig Sprinten. Jetzt kann ich nämlich rennen wie ein rosa Zäpfchen hier. Und los geht's. Flitzt da wie Sau, du kennt da nix hier. Und haben wir dann irgendwelche Zauber noch? Ja, aber ich habe kein Mana mehr. Na gut. Gut, also schön die Einhandwaffe war auch noch für uns drin. Das finde ich eigentlich auch relativ wichtig. Weil ich versuche ja auch nach wie vor im Nahkampf dann zu agieren, wenn ich mit meiner Zauber nämlich großartig weiterkomme. Feuerball ist an sich ein ganz netter Zauber, aber ich glaube der Feuersturm ist tatsächlich so ein schöner Standardzauber, den ich dann verwenden kann. Man hat es ja auch gemerkt, wenn ich jetzt nur einen Zaubergrad lernen würde und dann einfach mal wieder auf Missionen rausgehen würde, dann den nächsten Zaubergrad lernen würde und dann wieder so. Nee, also ohne den Feuerball als Standardzauber geht mir gar nichts, würde ich sagen. Den braucht man mindestens. Und der Feuersturm ersetzt dann durchaus den Feuerball als Standardzauber. Und der bringt schon ordentlich was. Weil ihr habt ja selber auch gesehen, mit einer Stärke von 46 komme ich da gegen die Sumpfhaie nicht besonders gut an. Und wenn ich Schade mache, dann nicht sehr viel. Während diese Sumpfhaie halt ordentlich vor Waffe geschützt sind und so, sind die halt sehr wenig bis gar nicht gegen Feuer und Magie geschützt. Das bietet uns natürlich einen riesen Vorteil, wenn wir dann mit Magie angreifen. So, da. Und weiter geht's, weiter geht's. Reihe und unser Mana-Auffrischer. Und ich finde, wir können sogar noch 5 Punkte durch Reihe investieren. Auf der anderen Seite könnte man auch mal die Erzbarone informieren, falls sie es wollen und falls sie sich lassen. Gehen wir mal hier. Dann spreche ich mal mit Raven wieder. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Und? Hallo! Kann ich hier was sagen? Nö. Okay, dem kann ich jetzt mal sagen, dass Iberion tot ist. Der spielt hier Musik und sie tanzt für Gomez. Ach, sogar Gomez sagt Hallo. Das ist nett. Eine Seraphia und eine Syra. So, Bartolo. Hallo, Freund. Ah, das ist sogar Hallo, Freund. Und die zwei. Arto. Alles klar bei dir? Oh, das ist auch nett. Okay, und der hier? Hallo! Ja, ich finde eigentlich, die sind eigentlich sehr relativ höflich. Gomez und Raven sagen Hallo, Bartolo sagt sogar Hallo, Freund. Und die anderen zwei grüßen mich auch. Na, alles klar bei dir? Das ist wirklich freundlich. Die sind doch sehr höflich. Mit dir kann ich auf jeden Fall auch noch retten. Magie zu Ehren. Allermindestens. Hast du noch was? Ich möchte Schrift. Blablabla, ich möchte Schriften erwerben. Hast du irgendwas Tolles, was ich noch nicht habe? Nö, sieht nicht so aus. Feuerpfeil, Feuersturm. Feuerpfeil, Feuerball, Feuerregen. Feuerschaden 15. Feuersturm könnte ich mir aber erstmal die Spruchrolle holen. Und da könnte ich mir Ammo 2 davor holen. Sieht echt ganz gut aus soweit. Dann gucken wir mal, was wir dafür Ei tauschen. Wir tauschen dagegen Ei 8. Ja, kommt, das kann er dann haben. Weil das ist ziemlich gut, das Ding. Flammenschutzring kann er haben, Ring der Holzhaut und Erzhaut. Ne, kommt das nicht, aber Kraftring. Ring der Stärke trage ich ja selber schon inner. Und da haben wir bestimmt auch noch jede Menge Schampel, den ich verkaufen kann. Gucken wir mal. Ah, hier haben wir doch noch Schattenläuferhörner, aber da ist einer wohl zu viel. Kriegt er dann Blutfliegestachel und so einen Schampel noch davor. Lurkerhaut kann er noch haben. Lurkerklaue ist auch in Ordnung. Also schicke Amphore kriegt er noch und ein paar Kraller. Das war ein bisschen zu viel. Irgendwas muss ich noch selber dafür. Wie wär's denn mit so einem Schwachsinn wie diese Nagelkeule oder so? Von denen haben wir ja auch jede Menge. So hier so Nagelkeule. Ja, scheiße.
Oder hat er irgendwas, was Ends kostet? Ja. Okay, perfekt. Nehmen wir so. Gequatscht wird viel, genau. Mit Choristo mag ich jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen Sprecher. Wie sieht's aus? Magie zu Ehren und so. 25 Lernpunkte. Hohe Robe trage ich schon. Ich benötige mehr magische Kraft. Ich benötige mehr magische Kraft. Ich kann dir helfen. Ja, das ist mir klar. Deswegen will ich erstmal 5 Mana mehr haben. Und hab dann 15 und dann nochmal beim nächsten Level sind wir bei 25. Okay, also ich habe schon soweit gespart. Dann, du kann ich nicht pennen. Damarok ist der Alchemist hier von der Magier. Und dann gehe ich mal ins Bett. Wobei, wenn hier sowieso keine Sau ist, kann ich jetzt an der Stelle auch nochmal speichern. Wenn jetzt sowieso kein Schwein hier ist, der mich hier kontrolliert. Rechts, links, links, rechts. Rechts, links, links, links. Rechts, links, links, rechts, links. Rechts, links, rechts. Rechts, links, links, rechts, links, rechts. Rechts, links, links, rechts, links. Rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts. Rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, rechts. Eieiei. 50er Mana-Tränke, 3-mal Voi. Von jede Menge Erz. Seraphis und wahre Macht. Okay. Das klingt doch gut soweit. Gucken wir, was die andere Magier noch so hin. Rechts. Rechts, rechts, links, links. Rechts, rechts, links, links, links. Rechts, rechts, NC3. 4-mal links, rechts, rechts. Okay, da haben wir wieder Voidern. Ach, elementare Arkanei und machtvolle Kunst. Und hier das Zeug nochmal. Und gucken wir nochmal, was da ist in der Truhe. Links, links, rechts, rechts. Links, links, NC3 mal rechts, links. Links, links, NC3, links, rechts, rechts. Wieder magische Tränke, Elixiere, Geheimnisse der Zauberei, die Gabe der Götter. Und hier haben wir noch Kruscht. Alle hopp. Das sieht doch ganz gut aus soweit. Und dann wird jetzt erstmal gepennt, würde ich sagen. So. Bis zum nächsten Morgen. Und dann die Sache. Ich mache an der Stelle hier meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic of Pelzig, wo ich dann auch direkt mal die Bücher vorlesen werde. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Iron Yankee.